alle zusammen und herzlich willkommen zurück zu GTA Vice City. Wir sind hier gerade beim Hotel gewesen und ist verhaftet worden und jetzt sind unsere Waffen weg. Ja, moin, oh Mann. Egal. So, okay, ja, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Vice City, würde ich mal sagen. Wir sind gerade verhaftet worden und ja, wir gehen jetzt in dieser Folge zum Kent, oder Ken, ich weiß nicht wie der heißt, wir müssen schauen, wie der Typ heisst. Den haben wir ja schon, ich glaube in der ersten, zweiten Folge haben wir den schon mal kennengelernt. Da haben wir mal gefragt, wer was ist, da wegen dem Cash und so, weil er ja irgendwie auch unter einer Decke steht. Wir schauen jetzt mal, was passiert. Alright, Mus. I'm gonna save your Vera, mate. What the hell are you talking about? You know that wanker Diaz, the Bugelmeister? He's got your boy Lance. Word is your mate tried to jump him. Didn't jump high enough, if you know what I mean. Where did he take him? Alright, In plain mates. English. Keep your party on. They got him across town to the junkyard. Bloody hell, you nutter! Bloody hell, you matter! Okay. Ich muss schnell Munition holen noch. Und den Lance müssen wir retten, in dem Fall, so wie es aussieht. Alles klar. Das ist immer so eine klassische Rettungsfolge. Ich fahre, glaube ich, den falschen Weg, oder? Für die Ammunition. Ja, shit. Ich habe keine Waffe. Okay, wir probieren es mal ohne Waffe, einfach über den Haufen fahren, die Leute. Keine Ahnung, ob wir das schaffen so. Wir sehen es dann. Noch ein bisschen Gutzi geben. Bevor uns da der Lance abnippelt. Wollen wir ja nicht. Zum Glück haben wir ein bisschen schnelleres Auto das mal. Ups. Geiler Beat. Der andere Dude läutet auch nicht mehr an. Von dem, wo wir so Auftragsmissionen gemacht haben. Holy shit. Okay. Bitte einfach kein Schmier. Oh, was ist der jetzt wieder da, Mann? Ihr scheiß Haitianer, Mann. Munition nehmen da, haben nicht mehr viel Leben. Okay. Scheiße, ey. Das wird verdammt knapp werden. Ja, das war so klar gewesen. Ich kriege immer Schmier über und so geht sie wieder weg. Hast du keinen Gegner her? Der Lance stirbt uns noch weg da vorne. Scheiße. 8 HP. There goes my careful planning blown to shit. Thanks to you. You screwed up real good, Lance. He killed my brother. What do you expect me to do, mow his lawns? We're gonna have to take out that prick Diaz before he takes us out. You okay to use a gun? Sure, I guess. Nice to see you too. Let's get out of here. Okay, das Problem ist, ich habe nur noch 8 HP. Also wahrscheinlich werde ich jetzt gerade sterben.
Das ist zwar das Auto immerhin. Shigidias. Ja, die schiessen da natürlich schon wieder rum. So, let's go. Bring Lance ins Krankenhaus. Hallo, 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 hallo! Oh mein Gott. Ich kann da gerade ins Krankenhaus, Mann. Ah ja, 8 HP! Okay, sie sind weg. Sollen wir den Diaz dann umlegen, so wie es aussieht? Der war mir irgendwie sympathisch, der Diaz. Get patched up and meet me on the bridge to Star Island, okay? Okay, I got you. Er läuft mit einer Waffe rein ins Krankenhaus, kommt immer gut an dort drinnen. Oh, wir haben es geschafft! Geil, mit 8 HP, ey, heftig! Nice! Jetzt werde ich mal... Wieso habe ich das Leben verloren? Ja, einfach Leben verloren, okay. Jetzt sollte ich noch schnell kurz schauen, hier, Ammunition, können wir jetzt hier endlich Waffen kaufen? Oder ist das immer noch nicht verfügbar? Tommy, Tomas, it's Cortez. Look, the French are giving me all kinds of trouble, amigo. Them hypocrites. They spend 100 years stealing from poor countries, and they call me a thief, huh? I'm going to need your help as soon as possible, amigo. So please hurry, huh? Tommy, I need you, alright? I hate the damn French. I hate damn French. Der Cortez, der will auch immer noch mal unsere Hilfe, aber... Ach, können wir immer noch nicht kaufen. Aber der ist irgendwie ganz speziell, der ist mir also nicht so sympathisch. Ja, da würde ich mal sagen, mit uns jetzt noch irgendwo her, wo wir vielleicht noch die Päckchen können suchen. Ich schaue mal ganz kurz, schnell, es gibt einen kurzen Cut. Ich schaue mal, wo wir da können so ein paar Päckchen suchen. So, also ich habe schon mal schnell kurz geschaut. Ich habe einen Standort, wo eins sollte sein. Das sollte eigentlich gerade hier hinten irgendwo sein, wenn man hier hinten kann. Weil ich glaube, wir brauchen langsam ein bisschen mehr Leben. Wir haben ein bisschen Mühe mit dem Leben. Ah, da kommen wir jetzt mal rauf. Super. Dann säckeln wir auch schnell. So, irgendwo da vorne sollte das Päckchen sein. Irgendwo da. Die Anmachsprüche, die teilweise haben. Oh! Der hat auch den Polizist geschlagen! Und der Polizist hat einfach ab. Also irgendwo, gerade da müsste irgendeins sein. Das Problem ist aber wieder, die sind auf der Karte so unpräzise eingezeichnet. Das ist einfach unglaublich. Wahrscheinlich wird es irgendwo da hinten sein, nehme ich jetzt einmal an. Nein, nicht aber okay. Ja. Irgendwo da muss es sein. Vielleicht ist auch da vorne eins. Ah, dort ist es. Da denke bei dieser Statue da, oder was es sollte sein. So, jetzt haben wir 12, aber das Leben ist ja nicht aufgegangen. Komisch. Gut, eins ist gerade weiter vorne noch, habe ich gesehen. Das haben wir jetzt auch noch schnell in dieser Folge. Und dann machen wir dann weiter mit den Missionen. Der ist bei kommt durch den Raktor. Nicht schlecht. Ja, jetzt haben wir wieder keine Austour mehr. Jetzt haben wir wieder ein bisschen. Mal schauen, ob es da hinten ist, das Päckchen. Sollte eigentlich gerade irgendwo da sein. Müssen wir wieder schauen. Das ist eigentlich gerade vorne an der Kurve. Das ist eigentlich schon da hinten. Aber eben, das ist so unpräzise eingezeichnet da teilweise. Das ist richtig schlimm. Du kannst nicht darauf gehen, was da wirklich, ob das wirklich genau dort ist. Weil das ist einfach ein riesen Viereckchen.
Aber es ist besser als nichts, sage ich jetzt mal. Da sind wir jetzt voll in der City von Vice City, sozusagen. Mars Café. Ist ja lieber auf Snickers. Aha. So. Oh mein Gott. Ja, wo haben wir da eins? Ah, ja, Molotov. Nehmen wir mit, geil. Ein Money. Ah, da können wir heute kaufen. Roof Access. Oh, teuer. Ah, da kommst du nicht rauf, also du kaufst wahrscheinlich, da kommst du rauf. Wir schauen jetzt aber noch kurz wegen dem Päckchen, ob das irgendwo da hinten jetzt ist. Ah, da ist es. Perfekt. Nehmen wir auch mit. Da haben wir schon 13 von 100. Oder erst. Soll ich die Hütte kaufen? Komm, ich kaufe mal die Hütte dann ja auf der anderen Seite mal noch einen Save Point. Ich glaube, es ist immer so schlecht, wenn ich auch noch einen Save Point habe. Ich muss immer auf die andere Insel rüber. Kaufen wir mal die Hütte da. Der Save Point wird eh wieder draussen sein. Also kannst du hier das Spiel umsonst speichern. Du kannst in der Garage auch Autos abstellen. Ah ja! Ja, okay, das savest du jetzt einfach so. Machen wir das mal schnell. Ups. Ja, okay. So, kann ich jetzt raufgehen? Ah, jetzt geht's eben. Was denkt. Straße. Ah, da ist noch ein Straßenoutfit einfach. Saubere Klamotten. Mit 2 Ausrufezeichen. Ah, und jetzt haben wir einen Heli! Ah, wie geil ist das denn bitte? Ah, jetzt können wir auch jetzt könnten wir viel besser die Päckchen suchen. Da würde ich mal sagen, dass wir das schon in der nächsten Folge machen, dass wir ein bisschen auf Päckchen suchen gehen. Und ja, wenn es euch gefällt, würde ich mich natürlich immer über eine Bewertung freuen, sowie über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und wenn ihr das Video teilen. Und sonst sehen wir uns dann einfach im nächsten Part wieder. Bis dann sagen wir, macht es gut, schönes Tag noch und ciao.